Piraten. Herr Clement, die hat Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Tod vom US-Amerikaner George Floyd hat für Empörung über dem ganzen Globus gesorgt. Der 5. Juni haben sich laut der Lützeburger Police für der amerikanischen Ambassade rund 1500 Demonstranten aufhand. Die Quelle von den Organisateuren so während der deutlich mehr gewirrscht. Das für ein Zeichen zu setzen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Etwas fällt auf, es sind größtenteils junge Leute, die sich mobilisieren. Als Zweit will ich aber auch sagen, wenn wir über Rassismus schwätzen, muss man auch generell über alle Formen von Diskrimination schwätzen. Beides als eng liiert. Herr Präsident, Santa Göster lief die 44. Session vom Conseil des Droits de l'Homme von den Vereinten Nationen an. Am Ordre du Jour stehen unter anderem Themen Rassismus und Xenophobie. Für allem aber soll die Deklaration von Durban aus Südafrika von 2001 reaffirmiert gehen. Diese Deklaration hat für bald 20 Jahre eine ganz Party und Rekommendationen und Mesuren festgehalten, für das Problem des Rassismus innerhalb von der internationalen Kommunität umzugehen. Die internationale Kommunität, die aus einem blutigen Weltkrieg heraus entstanden ist. Wir haben gesehen, zu was Fremdenhass kann führen. Die internationale Kommunität hält auf die Anhalte von den Menschenrechten. Und wir Piraten halten auf die internationale Kommunität ein Garant von universellen Werten muss sein. Ich habe vor kurzem die Emission, die Paul Galle schon angeschaut hat, der Lützeburger Tele geguckt, wo Thema Rassismus war. Es hat sich herausgestellt, dass Rassismus und Diskrimination etwas ist, was am Leben von vielen leider noch immer unter der Tagesordnung steht. Herr Präsident, Menschen mit nicht Lützeburger Originen oder eine andere Hautfarbe haben hier am Land Probleme, eine Wohnung zu finden. Sie kennen nicht, CV Foto waschen zu lassen. Sie benutzen heinst du einen anderen Namen, für das nicht direkt die Originen erkenntlich sind. Ja, wir haben zu Lützeburg ein Problem mit Alltagsrassismus. Mit Alltagsrassismus geht nicht durch, das einfach als individuelle Fähigkeit, individuelle Tätigkeit aufzuklassieren. Alltagsrassismus feiert, und das wird der Paul Galles für drun ganz gut illustriert zu einem strukturellen Rassismus. Ein struktureller Rassismus, der feiert a letzter Konsequenz zu Inegalitäten, zu sozialen Inegalitäten. So oft, wie wir hier in der Chambre über soziale Inegalitäten schwätzen, müssen wir uns bewusst sein, dass die vielleicht auch ein und die Wurzel vom Problem muss gehen. Ja, nicht alle soziale Inegalität ist durch Rassismus, aber wenn wir mal all die sozialen Inegalitäten, die durch Rassismus, durch Alltagsrassismus, durch den doch so harmlosen Rassismus, den an den Kommentarspalten von Internetplattformen postuliert wird, wenn wir die an den Griff kriegen, da geben wir schon einen großen Sprung nach vorne, wenn es soziale Ungleichheiten geht. Es kann ja nicht sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler an einer Lützeburger Schule damit rechnen muss, dass sie von ihrem Schulmeister oder von ihrem Prof gesagt kriegen, ja nee, du passt hier nicht hin. So hören. Oder der Satz, oh, du schwätzt aber gut Lützeburgisch. Jemand weiss halt, wie wir hier bannen, kennt den Satz echt dann nicht. Oh, du schwätzt aber gut Lützeburgisch. Das unterstellt nämlich Schieferrangem, den auch nicht ausgeseit, der vielleicht einen Numm hat, den nicht stark Lützeburgisch klingt, dass dann kein Lützeburger wäre. Bref, Lützeburg ist ein Terre d'accueil gewesen. Also noch immer. Und wir haben eine ganz große Population, die Lützeburger Nationalität haben, die nicht wie den typischen Bio-Lützeburger ausgesehen. Wir haben ein ganz Rutsch an der Population, die nicht weiß sind, die nicht einen lützeburgischen Namen drohen. Mit die mir exotisch nehmen und die eine mir exotische Hautfarbe haben, aber es sind Lützeburger, die sich alltag unhören müssen
oh, du schwätzt aber gut Lützeburgisch. Das impliziert irgendwo, oh, du schwätzt aber gut Lützeburgisch für den Hautfarbe, für den Origin, für den, ja, für was eigentlich? Kennt ihr bald so und irgendwann seht ihr dann für den Rass. Aber spätestens das immer beim Wort. Rassismus. Ein Wort, was übrigens ganz bitter ist, weil es benutzt eine biologische Differenz als Grundlage, eine soi-disant Differenz, die an einer Theorie basiert, dass die Wellen wieder löscht. Eine Theorie, die zu greislichen Schandtoten für rund 80 Jahre gefordert wird. Eine Theorie, die davon ausgeht, dass Menschen inhärent zu einer Dele sind. Nee, ich glaube nicht daran, dass eine Rassentheorie heutzutage nach ihr Platz hat. Eine Rassentheorie, die Grundlage war nach dem Zweiten Weltkrieg vom Kolonialismus. Ein Kolonialismus, wo auch Lützeburg seine Rolle erfragen muss am Kongo-Belg. Belgische Königsfamilie hat sich rezent nach einer Kehr entschuldigt für das, was sie am Kongo gemacht haben. Die Rolle von Lützeburg ist an dem Kontext noch immer nicht genug erforscht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sind der Meinung, dass man auch hier nach einem Schritt noch vier sollte machen, als der Vergangenheit sollte stellen und als dann noch hier entschuldigen sollten, da wo Lützeburger mit am Kuh waren. Weiß und Schwarz sind keine Farben. Schwarz und Weiß sind Sozialkonstrukte, die an der Gesellschaft und an der Geschichte verankert sind. Freut mich zu sehen, dass die Jungen sich heute für einen offenen und toleranten Kontrast sozial stark machen, an dem sie keine Differenz zwischen Schwarz und Weiß machen. Aber, Herr Präsident, nachdem ich die Rassismusdebatte auf der Lützeburger Tele geguckt habe, habe ich große Fehler gemacht. Ich habe raufgescrollt, ich habe Kommentare gelesen. Und da lese ich den dann direkt am ersten Kommentar, den ich fand, dass es ja auch Rassismus gegen Weißer gibt. Ja, interessant. Sie Leute, die sagen, wir wollen bleiben, was wir sind, und das ist unser nächster Satz, ich sehe okay Rassist, mehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es so aus, so inakzeptabel. Aber wenn dann auch nach drinnen steht, wenn der etwas heute nicht geht als Schwarzen, dann geht es zurück an dein Land. Adressiert und Person von einer Lützeburgerin mit schwarzer Hautfarbe. Aber welches Land soll die Frau dann zurückgehen, wenn nicht an ihr heimisches Land, was Lützeburg ist? Da muss man sich aber dann vorstellen, gibt es Rassismus zu Lützeburg? Aber bref, der Constat ist leider ja. Und das heißt, wir müssen zivilcourageweise, wir müssen den Leuten widersprechen, wir dürfen so aussehen nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Es gibt Zeit, dass wir alle Guten dem Alltagsrassismus etwas entgegensetzen, für das so der strukturelle Rassismus Grundlagen entzukriegt, für so a letzter Konsequenz soziale Ungleichheiten können zu reduzieren. Der Legislateur, wir hier bannen, können das nicht allein. Jederin ist gefordert. Jederin, du baust ist gefordert, seinen Reflex zu überdenken. Seinen Reflex zu überdenken, wenn er sieht, oh, der Jugo du, oder oh, der Gual. Nee, auch das sind inakzeptable Sätze, die ihn Heinz so unüberlegt benutzt, an die Weise, wie tief verankert Rassismus, Xenophobie, Angststörung Fremden zu Lützeburg scheinst du aus. Lust mich auf den letzten Punkt angehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeit lebt mal fort. Wir Lützeburger kultivieren grundsätzlich Diversität. Gern setzen wir so farbischen Publizitätskampagnen an Tourismuskataloge an Evidenz. Gerne weisen wir, dass das Lützeburger Land ist, was mehr ist wie nimmen
weiß, ein Land, das Farbe kennt. Ein Land, das herkeiert als ein Land, wo jeder willkommen ist aus seiner Diversität. Man kommt, wir gucken als ein Haibannen Verschiedene Nimm kennen wir Haibannen well. Das weist auf eine lange Immigrationsgeschichte von Lützeburg hin. Andere Hautfarben sind am Heiligen Haus bis heute echt rar gesät. Auch die Chambre ist nicht den einzigen repräsentativen Echantillon von der Lützeburger Gesellschaft. Wir sind ein Echantillon. Wir sind mal repräsentativ? Nein. Aber genau darunter müssen wir auch alle Guten als Politiker schaffen. Weil wir mehr inklusiv sind an unserem Beholen, werden mehr kredibel ist, wenn wir da draußen für mehr Inklusion auftreten. Das ist so nicht. Merci. Ganz gut. Merci.